Kostümfest im Drachenland. Morgen ist das grosse Kostümfest und der Drache Matz überlegt, als was er sich verkleiden soll. Letztes Jahr ist er als Dinosaurier gegangen. Das ist einfach. Aber das Jahr, oh ja, das Jahr soll es mal etwas anderes sein. Als was gehst du? fragt der Matz seine Freundin, die Kleinfee Elenel. Ich verkleide mich als Frosch, sagt Elenel. Sie zeigt dem Matz das Kostüm, das sie gerade bastelt hat. Es ist ein toller, grüner Anzug mit einer langen, roten Zunge. Oh, ruft der Matz neidisch. Als Frosch würde ich auch gern gehen. Kannst du doch, schlägt Elenel vor. Das ist bestimmt nicht so schwer, denn du bist ja schon grün. Aber der Matz schüttelt traurig den Kopf. Ein Drache als Frosch, das ist doch viel zu gross. Das sieht doch unmöglich aus. Die Kleinfee kichert. Ach, seufzt der Matz. Ein Fee müsste man sein, so klein und fein. Dann passt einem einfach alles. Du kannst doch als Dinosaurier gehen, schlägt Elenel vor. Dafür bist du nicht zu gross. Ja, aber so langweilig, schnaubt der Matz. Alle Drachen gehen als Dinosaurier. Er wiegelt seinen grossen Kopf zum Abschied und stapft davon. Als er zum Bach kommt, sieht er dort den Zwerg Bondur, der seine Haare nass macht. Was machst denn du da? fragt der Matz. Ich will, dass meine Haare aufstehen, sagt der Bondur. Er nimmt einen Tanzapfen und wickelt die nassen Haare drum. Wenn einem die Haare aufstehen, dann sieht man grösser aus. Das hat der Matz nicht gewusst. Und er ist froh, dass er gar kein Haar hat, denn er sieht ja wirklich schon gross genug aus. Der Bondur zeigt auf sein gestreiftes Hemd und erklärt: Mit einem gestreiften Hemd sieht man auch noch grösser aus. Dann bindet er sich Holzstücke unter die Schuhe und läuft damit ein paar Schritte hin und her. Warum machst du das alles? fragt der Matz. Ja, denk, wegen dem Kostümfest, ruft der Bondur. Der Matz schaut den Bondur an und überlegt. Gehst du als gestreifter Holzbein-Kobold? Verärgert schüttelt der Bondur seinen Kopf mit den hochstehenden Haaren. Als Kobold? Du spinnst ja, du! Ich denk als Ries. Das sieht man mir doch an. Ach so, sagt der Matz. Und er versucht, nicht laut rauszulachen.